Partner für diese Folge ist Kempten. Kempten besitzt nämlich das älteste schriftliche Zeugnis einer Stadt in Deutschland. Diese römische Vergangenheit ist im archäologischen Park Cambodonum noch heute sichtbar. Bei einem Rundgang durch Tempelbezirk und kleine Thermen könnt ihr die antike Vergangenheit der Allgäu-Metropole erleben. Ein besonderes Highlight in diesem Jahr: das Römerfest Cambodonum. Das ist das größte seiner Art in Süddeutschland und dort wird am originalen Schauplatz der römische Alltag lebendig. Auf den Spuren des Imperiums heißt es, und es findet statt am 29. und 30.07.2023. Willkommen bei Link nach Kempten, Bayern. Ich habe einen Hut mit 50 Fragen und lasse daraus welche ziehen. Diesmal von Michael Thalhammer, den Willkommen zu Mein Bayern. Ich habe einen Hut mit 50 Fragen und lasse daraus welche ziehen. Diesmal von Mo Ludel und Fallen. Beschreibe deine Heimat mit 3 Worten. Loam-Sierda. Loam, wie heißt ihr? Macht es weiterhin echt Loam-Sierda, schön wie unspektakulär. Von der Band Loam-Sierda aus Augsburg. Hallo ihr zwei. Servus. Servus. Kennt ihr eine bayerische Sage? Mir fällt gerade nicht ein, Walle und wir kennen tatsächlich sogar Augsburger Sagen. Also was mir spontan einfallen würde, ist zum Beispiel lecker und schwierig. Warum schwierig? Was ist an deiner Heimat schwierig? Wie heißt er denn? Das ist, was dir spontan einfällt. Ja, aber der Punkt ist, der steinerne Mann. Der steinerne Mann ist direkt an meiner Schule dran gestanden und da haben wir früher immer heimlich zum Rauchen. Kennst du ein bayerisches Wort ohne hochdeutsche Übersetzung? Und der steinerne Mann, der hat hieß eigentlich Konrad Hacker. Was? Das passt, das müssen wir nochmal recherchieren. Aber der wird das nachschlagen. Das ist eine Sage aus dem 30-jährigen Krieg und der hat quasi die Bewohner der Stadt Augsburg mit Brot versorgt. Und warum ist der steinern? Also warum ist der dann, ist der dafür versteinert? Hat er sich umgedreht und nochmal auf die brennende Stadt geguckt oder so? Man muss natürlich sagen, dass viele Historiker diese Geschichte etwas in Zweifel ziehen. Prinzipiell ist es eine Statue, eine Steinstatue in Augsburg an der Stadtmauer zu besichtigen ist, aber das macht echt Spaß. Ja. Das ist ein cooles Eckle, wenn man so auf historische Altstädte aber andersrum ist lecker, da bin ich überzeugt, dass es keine bayerische Übersetzung. Ja. Welches Fest verpasst du niemals? Na gut, du bist Münchner, ne? Du willst jetzt die Wiesn hören? Ich will die Wiesn hören. Ja, das war im 30-jährigen Krieg die Belagerung des Schwedenkönigs Gustav Adolf. Was aber nicht heißt, von Schweden. Also von Schweden in Augsburg. Hab ich gut geredet, ich sollte kein Fremdenführer werden. So, herzlich willkommen zu historischem Halbwissen mit Mo Ludel und Valentin Metzger. Du warst nicht 10 Jahre lang auf jeder Wiesn, sondern welches bayerische Handwerk sollte nicht verloren? Das heißt, du warst insgesamt so um die, 300 Tage auf der Wiesn. 16 Tage ist 16, okay. Liebe Grüße an Florian Blickenberger von Mama Bavaria. Wow. Nee, also natürlich würde ich sagen, jetzt ist Bierbrauen, würde ich natürlich sagen. Nee, es gibt auch viel, was nicht verloren gehen sollte. Also unbedingt, weil es inzwischen so ist, ich finde sie immer noch super und sie hat immer noch. Voll wichtig ist, dass man so gerade dass ich unbedingt hin muss, wenn jetzt irgendwas wäre. Wie man das halt irgendwie früher gemacht hat, beibehält. Weil es halt einfach schön ist und man sich so viel damit auseinandersetzt, keine Ahnung, wenn man gerade so alte Häuser zum Beispiel anschaut, die Schnitzereien, die es da gibt und sowas, oder das alte, wie man früher halt zimmert hat und mittlerweile ist das ja alles relativ... Erklär mir mal die Magie der Wiesn. Ich war noch nie in meinem Leben. Halbwissen um mich herum, aber ich fahre seit 7 Jahren durch Bayern und gucke mir Bayern an. Ich war noch nie auf der Wiesn. Da würde ich dir jetzt die Gegenfrage stellen, tatsächlich. Du könntest mir wahrscheinlich genauso Almhütten oder Wellnesshotel? Das weiß ich nicht, ich finde ihn nicht magisch. Am liebsten habe ich ein Wellnesshotel aus Holz. Ich kann das akademisch erklären. Da rastet halt eine katholische Region, rastet einmal im Jahr eine komplette Woche aus. Wir sind tatsächlich harte Sauna-Fans. Inklusive sexueller Übergriffigkeit und Wellnesshütte sozusagen vergeben. Wellnesshütte, den Nubbel überträgst und ihn dann anzündest. Was muss man in eurer Region erlebt haben? Aber das hat mich nie gepackt. Das Tierhaupt der Volksfest. Die Magie an der man Wiesn kennt da sicherlich, also ja, meistens halt ein Volksfest, gell? Also ich bin aus die Haupten, da bin ich aufgewachsen. Unfassbar. Ich glaube, der Volksfest ist nicht so groß, man hat da Leute und das Zelt nicht. Unfassbar hektisch.
Es ist insgesamt einfach ein geiles Fest, weil die Leute sind sau cool. Das ist schon mal total schräg. Und es ist nicht so groß, dass man sich ständig verlaufen wie auf der Wiesn. Es ist nicht so alles die Saufe. Das KIZ hinterher einen Song drüber machen, meinst du? Ja, genau. Und dass man, wenn man nicht aufpasst, von 5 Leuten gleichzeitig angegriffen wird, sondern es einfach hat genau das richtige Mittelmaß aus am Nachmittag entspannen, Bierzelt hocken, vielleicht ein bisschen Schafkopf spielen und am Abend kann man schon ein bisschen rauslassen, wenn man will. Muss man aber. Augsburger Altstadt. Ich mag es tatsächlich sehr gerne, ziellos durch die Augsburger Altstadt zu gehen. Da sind kleine winkelige Gassen zu finden, schöne kleine Läden, mal ein Café um die Ecke. Mittagswiesen hinausgeht, die verschiedenen Gerüche. Was ist eure Lieblingsstadt in Bayern? Dann riecht es natürlich auch nach Bier. Ja, das ist eine schwierige Frage, weil natürlich Augsburg See, wenn ich die Türe aufmache, wohne ziemlich in der Innenstadt. Wenn ich jetzt woanders hinfahre, tatsächlich sehr, sehr gerne Bamberg. Ich habe da das heißt, ich will Familie eher mittags, ich will eher tagsüber zu also ich fahre auch gerne ins Frankenland raus. Und was ich was ich jedem wirklich empfehlen kann, ist fahrt mal möglichst weit im Süden von Bayern. Ich mag die Berge sehr gerne. In der Jugend. Wenn ich mich nehmen müsste, dann würde ich sagen Regensburg, finde ich saugeil. Ich mag Regensburg einfach. Es ist nicht so groß, es ist aber eine sau junge Stadt, es passiert auch in der Innenstadt, es ist wunderschön. Es macht schon Spaß. Dann ist natürlich, wenn man da dort ist, hat man irgendwie das Gefühl, hier geht irgendwie was ab. Also vielleicht liegt das daran, dass wir auch in den Studien unterwegs sind. Ich habe auch immer das Gefühl, die Musikszene geht auch. Die Gerüche, das Hektische, das Grübige, das Lustige. Das wäre jetzt der Moment, wo ihr euer Lieblingswirtshaus grüßen könnt. Alles zusammenkommt und irgendwie. Auschis in Nürnberg, ich finde es immer exzellent, dass man bei euch sehr, sehr ausgefallene Was bestellst du auf einer bayerischen Almhütte? Grüße an die Sackpfeife. Ich habe euch lieb. Danke, dass wir immer bei euch sein dürfen. Und ich weiß, ich werd verprügelt, wenn ich jetzt nicht sage, liebe Grüße an Schweizer. Punkt. Du gibst dir noch nicht mal mit Mühe. Kaiserschmarrn. Okay. Super. Stadt oder Land? Früher hätte ich gesagt Land. Wie hältst du es mit Tracht? Wie alt bist du? Valentin? Stadt. Ich mag es einfach, dass ich, egal wo ich gerade bin, einen kurzen Heimweg habe und abends kracht's dann. Das finde ich schön. Kennt ihr einen bayerischen Trinkspruch? Engständigkeit stattfinden. Ich finde, ich höre. Echte Delirium, Delarium, ich bin voll wie ein Aquarium. Lecker Wortwahl, das ist ja brutal. Ich habe keinen Huxi, ich schaue Hoch der Käufer, nein, I feel you. Hier bleiben wir. Bitte, da geht doch noch was. Was mein ehemaliger Mitbewohner mal gesagt hat, wenn das nicht irgendwie total tut mir das Herz so weh, wenn ich vom Glas den Boden sehe. Er hat so immer Bodensee. Düsseldorfer Wiesendündel. Wahrscheinlich. Also Sie sagen, jetzt hocke ich auf der Leitung. Super. Jetzt kommt mal gerade. Das ist der schönste bayerische Fluch. Aber man muss aufhören, dass man sie in ein historisches... Ich würde einfach gar nicht mal die Lanze brechen für Zefix. Das ist einfach Zefix. Sagra. Mit meiner alten Band und der Monika machen wir das Sagra an. Verunglücke oder lächerlich machen. Aber man darf dieses schöne I get it. Dieses schöne Pseudo-Französisch, das ist... Trägst du denn eigentlich Tracht auch? Also trägst du deine eigenen Lederhosen in deiner... Was ist für euch der Inbegriff bayerischer Gemütlichkeit? Bei jeden Tag im Sommer, aber also es vergeht keine Woche, wo ich meine Lederhosen in der Pompe gehabt habe. Jetzt in meinem Kopf und ich trage sie wirklich auch saugern und ich stelle ich mir vor, mit einem Hemd und einer passenden Schnee. Am Fußballplatz sitzt und irgendwie läuft gleichzeitig aber nur Bär Heimat mit Zittermusik, was überhaupt nicht zusammenpasst. Ich würde sagen, Frühschoppen am Fußballplatz und Schafkopf. Es tut mir jetzt leid, was ich sagen wird, aber Bödle fahren am Ammersee. Was gehört zur perfekten Brotzeit? Ich bin fürs Leben gerne am Ammersee. Ich fahre aber auch nicht Bödle, um wirklich den Ammersee zu sehen, sondern es ist einfach 3 Stunden, nervt mich kein Mensch. Ich sitze auf dem Ammersee, trinkt mit irgendwas, ist da meistens auch ein Kaffee
und einfach die ganze Zeit den Ammersee rauf und runter schippern. Das ist für mich einfach, das ist mehr Urlaub wie 3 Wochen nach Südamerika. Aber warum gerade der Ammersee? Ich habe mir ganz... Ja, aber es gibt hier ja noch mehr als den Ammersee. Ja. Ich habe mir ganz egoistisch am Ammersee einen Freundeskreis gebaut, weil es einfach, also ich komm aus der Stadt, aber ich fahre nicht weit hier. Und ich kenne da wirklich genügend Leute, dass ich einfach da immer so eine unfassbare Urlaubsstimmung habe. Also ich bin da einfach, ein Tag am Ammersee entschleunigt mich völlig und der ist sehr, sehr nah an Augsburg dran. Und ich wohne halt hart in der Innenstadt. Ich habe jeden Tag Krach um mich rum und das ist das exakte Gegenteil, fast direkt vor der Haustür, gefühlt. Gibt es ein besonderes No-Go in einem bayerischen Wirtshaus? Ja. Nein, hätte ich gesagt. Also wir haben immer so ein bisschen den Ruf weg, wir Bayern, dass wir sehr, welches geheime wie soll man sagen, sehr klein unsere Ansichten sind. Aber jetzt wird er komisch, ne? Die Realität ist anders. Ich finde eigentlich im bayerischen Wirtshaus, wenn du dir einen Bananenweizen bestellen willst, was kannst du von dem niemand weiß? Okay, weil du bist ja selbst dann derjenige, der die Dresche kriegt, wenn er das bestellt. Also ich glaube, so spontane. Ein saures alkoholfreies Radler wird jetzt nicht jeder dafür feiern, dass man das bestellt. Aber wenn man das mag, dann mag es halt einfach. Ja, mag es einfach. Ja, aber Bananenweizen muss ja nur wirklich nicht sein. Wenn's du kannst übrigens auch einfach sagen, weiter, dann nehmen wir die nächste. Ich habe neulich mal aus Spaß ein Royal Jamaican Ginger Beer in der Sorte Erdbeer Limette bestellt. Also von dem her, das war einfach mal, ich wollte mal was richtig Verrücktes ausprobieren. Es war auch richtig kreislig, aber ich muss die Erfahrung selber machen. Und das soll man halt auch mit einem sauren, alkoholfreien Radler machen. Kreisligs. Es war im Nachhinein eine blöde Idee, aber ich hatte eine komische Stimmung an dem Tag. Den höre ich oft. Das scheint doch so ein bayerisches Motto zu sein, oder? So ein also auch Volksfest am Master, aber es war vielleicht bei so einem Schwätzler. Nicht mein liebstes Sprichwort, aber vielleicht so die... Sonst wird es Lack. Die liebste Schal, ja. Genau. Ja. Ah, fuck, hier, das Schal hätte ich nicht gekannt. Wenn man auflegt, ist mir lieber wurscht. Das hört bestimmt auf, aber das ist ich würde mir wünschen, dass was? Schal, okay, Bier oder Wein? Okay. Schal und Lack. Oh mein boah. Naja, Künstler. Bier oder Wein. Ich habe mich bemüht. Na gut. Ja, ich finde auch mit einer halben kann man also ich bin tatsächlich schon dafür, dass man sie jetzt nicht so völlig aus dem Leben schießt und es gelingt mir besser, wenn ich eine halbe habe, weil er kann ja irgendwann schätzen, wenn es rum ist. Und bei Volksfesten ist es mir durchaus in der Vergangenheit des Öfteren passiert, dass ich dann die letzte Maß bestellt habe und mir gedacht habe, so nach 5 Schlücken, oh weh, heute wird's ganz schön. Bayer, der je irgendwo abgebildet wurde, oder? Monaco. Wer sind eure Lieblingsgestalten in der bayerischen Geschichte? Irgendwie mag man ihn ja, aber irgendwie, deine Tochter ist Ellie? Ich habe nichts gesagt. Jetzt schmier ihm gleich einen Spatzel. Nix habe ich gesagt. Also ich finde, auf jeden Fall Meister Eder und Pumuckl finde ich hervorragend. Gut, dass ich das... Ist das bayerische Geschichte? Ist Pumuckl, ist das bayerische Geschichte? Das ist bayerische Popkultur, natürlich ist das bayerische Geschichte. Also, aber wir haben es nördlich des Mains auch geguckt. Und kennen es. Ja, weil alleine den Namen Gerhard Polt zu hören, ich habe sofort andere Gerhard Polt-Sätze im Kopf. Also dieses Ganze aus dieser Kehr-Auszeit. So, nein, das war ja unglaublich. Ich habe nur gefragt. Also ich muss gerade überlegen, tatsächlich. Also Figuren aus der bayerischen Geschichte. Ja. Lieblingsfiguren. Also. Darf das auch, also muss ich die ausschließlich lustig finden oder? Nein, das ist doch keine Unterhaltungssendung hier. Also ich muss tatsächlich sagen, was ich am beeindruckendsten finde, ist immer, wenn man irgendwelche Bayern über den König Ludwig II. Reden hört, weil es ist einfach so ein verzerrtes Bild, so wenn man da auf dieses Schloss Neuschwanstein kommt und man hat diesen König, der die Leute noch so jahrelang geprägt hat. Aber irgendwie umso näher mir kommt, umso mehr denkt man sich, was ist das eigentlich für eine komische Geschichtsschreibung über den? Also ich finde König Ludwig II. Sehr beeindruckend. Möchtest du vielleicht mal dein Lieblingswirtshaus gestellt, ohne Ende gefühlt. Und eigentlich hat er sehr wenig dafür getan. Vielleicht ist das der erste Lormsieder der Geschichte. Stadt oder Land?
Weil du in der Stadt groß geworden bist? Ein wunderbares Schlusswort war das. Die Lorms, die da waren, das Mo Ludl und Valentin Metzger. Vielen Dank. Voll gerne. Und falls ihr mehr von den beiden hören wollt, wir haben noch eine ganze Sendung, wo ihr die beiden auch kennenlernen könnt. Und die findet ihr auf erlebe.bayern/podcast und überall, wo es Podcasts gibt. Das schöne wie in der Stadt zu holen und das Land. Hätte man mit 30 auch nicht geglaubt, dass man mal sowas sagen würde, oder? Oh, der feine Herr. Eine Herr nämlich von 21 bis 27, glaube ich. 27, in einer WG am Land gewohnt hat. In der Nähe von Andex, also von Erling. Unterhang von Andex. Und ich habe das damals schon gemacht, wie gesagt, ich bin am Land aufgewachsen, bin dann in die Stadt gezogen, habe dann da quasi meine Jugend verbracht, dann wieder aufs Land gezogen. Ich brauche schon beides, aber ich brauche das Land viel mehr. Ich brauche die Ruhe viel mehr, ich stehe wahnsinnig. Also wenn es nach mir ginge, ich würde auf einem Einödhof auf einer Waldlichtung wohnen. Mit dem Auto natürlich. Aber Flugtaxi. Ja, oder noch besser, genau. Aber ich brauche das Land weitaus dringender wie die Stadt. Ich brauche sie aber auch. Hin und wieder. Auf welche bayerische Tradition könntest du nicht verzichten? Sind wir jetzt bei dem Wort, gell? Die Tradition ist eine Geschichte. Ja. Auf welche bayerische Tradition könnte ich nicht verzichten? Dass man das Bier aus Maßkrügen trinkt. Irgendwo gibt es auch noch eine Frage, die heißt Maß oder Halbe, die wäre damit dann auch beantwortet. Okay. Es ist so, dass ich ein totaler Fan von den kleinen Flaschen bin. Also ich finde die 03 schon super, weil ich ja mehr trinken und habe immer Frisches, aber so ein Maß, das hat schon was. Und das stimmt, das hat ich würde mir jetzt zum Beispiel daheim nicht mehr so ein Maß einstellen. Und wenn ich auf der Wiesn mir vorstelle, wird da halbe kriegen, ist komisch. Oder in einem Biergarten gehört irgendwie ein Maß auch dazu. Und da möchte ich nicht drauf verzichten. Da finde ich zum Beispiel total eigenartig, in einem Biergarten ein Weißbier zu trinken. Das finde ich nämlich voll komisch. Ich persönlich. Da gehört ein Maß dazu. Und ein Weißbier trinkt man aus einem halbe. Also ein Weißbiermaß finde ich. Das ist krass. Also das ist ja, da fühlst du dich ja hinterher noch schlechter, als wärst du beim Griechenessen gewesen. Ja, also ich finde, Weißbier macht ja immer so ein aberwitziges Völlegefühl. Nein, das geht? Nein, das geht nicht. Nein, das ist Hexenwerk. Hexenwerk. Eine Mama, oder? Na gut. Was siehst du, wenn du aus deinem Fenster guckst? Zu Hause. Du hast die Wahl. Wenn ich also hier ist jetzt nicht so viel, stehen Häuser rundherum. Ja, genau. Aber wenn ich daheim, wenn ich in der Früh aufstehe, sehe ich Wiese, Pferde, Wiese, Wald. Was will man mehr? Ja, das ist Landleben, das ist geil. Michael Thalhammer, vielen Dank. Vielen Dank. Und wenn ihr mehr von Michael hören wollt, dann könnt ihr das tun. Eine ganze Stunde haben wir nämlich noch miteinander gequatscht. Und ihr findet die Sendung auf erlebe.bayern/podcast und überall, wo es Podcasts gibt.